Ey, Mann, ihr Crown-Höhensöhne, ja? Ihr könnt doch sowieso noch campen, also traut euch doch mal zum One-on-One gegen mich, das zerfetzt ihr euch doch sowieso. Hallo zusammen, da ist natürlich der Cletus von Crown Crew. Ich zeige euch hier ein Video. Und zwar könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, der 31. Januar, ich weiss, das ist schon ewig her, aber dort habe ich ja, oder haben wir besser gesagt, der Howie, der Swiss und ich ein Triple Commentary gemacht und im Hintergrund ist ein Game gelaufen, wo die Xbox Crown Crew 6 gegen 6 Domination online mit Erfahrungspunkten und allem zusammen am Zocken war. Und dort haben wir ja das Team, das nicht dabei war, 4, 5, 6 Mal gefressen bekommen und eines von diesen Games habe ich gezeigt. Und am Schluss haben wir dann zum Glück noch eins gewonnen, wo wir uns mal richtig am Riemen gerissen haben. Und das wird jetzt hier gezeigt, und zwar wieder aus der Perspektive vom Trappy, weil er wieder mal der Beste war. Und ja, ich hoffe, das unterhaltet euch gut im Hintergrund. Ich habe nämlich hier das eine oder das andere für euch am Start, infotechnisch. Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen. Vor 2 Tagen ist die Info rausgekommen, dass am 21. Februar eine neue Map wird rauskommen für Xbox Elite Premium Member. Die Map heisst Overwatch und wenn ihr Bilder seht, es sind glaube ich 3 Bilder bisher rausgekommen, ist es so, dass die ziemlich aussieht wie High-Rise aus dem MB2, was für gewisse sicher fast ein Freudensprung wert ist. Ich bin mal gespannt. Ich habe die nie so prickelnd gefunden, wo jetzt hier niemandem zu nahe treten. Ist ja auch immer eine Frage von eigenen Vorlieben, welche Maps das man geil findet und welche nicht. Anyway, die Sache ist die wird am 21. rauskommen. Nicht aufschreien, alle, die keine Xbox haben. Ich finde es selber auch eine verfickte Frechheit, weil Xbox Premium Elite Member haben jetzt eigentlich 3 Maps bekommen, bevor das irgendjemand anderes irgendeine Map hat bekommen. Und das ist in meinen Augen einfach nur eine richtig hingerfotzige, geldgierige Scheissaktion. Ja, wirklich leid. Aber um wenigstens PS3-User ein bisschen zu beruhigen, die bekommen ja dann eine Woche später Liberation und Piazza Map. Aber ich habe es schon mal gesagt und ich wiederhole mich gerne, investiere kein Geld in die Premium-Scheiße im Fall. Weil, ja, eben der Nutzen von Elite ist für sich allein mal, ja, ich weiß nicht genau, eben, es gibt ein paar gute Videos und ein bisschen Tipps und Tricks, aber das ist nichts, was man jetzt nicht auch sonst im Internet finden würde, finde ich. Sicher vielleicht nicht ganz so schön aufbereitet und alles zusammen, aber das spielt ja nicht einmal eine Rolle. Darum, gratis kann man sich dort registrieren und so, aber dann dafür zahlen, I don't know. Es ist auch so, dass dann im März wird für wieder Xbox Elite Premium Member werden 3 Maps rauskommen, 2 Special Ops und ein Multiplayer. Oder besser gesagt, eine von diesen 2 Special Ops kann man einfach auch im Multiplayer spielen. Und für PC wird es, keine Ahnung, März, April. Und für die normalen auch etwas in dieser Region. Ich habe Daten gelesen, aber weiss nur noch, dass es eigentlich verdammt spät ist. Und mir geht auch nicht ganz auf, wie sie das dann machen wollen, weil wenn im nächsten November ein neues Call of Duty rauskommt, dann haben gewisse Karten noch gar nicht alle in sich suchen können. Und was haben sie das Gefühl, wie viele von denen das dann noch gekauft werden, wenn ein neues Call of draussen ist? Also irgendwie geht mir das Geschäftsmodell auch nicht wirklich auf. Aber ja, ich hoffe mal, dass sie wissen, was sie machen. Ich finde, es ist eigentlich für den Arsch. Es ist eigentlich wirklich für den Arsch. Und durch die ganze zeitliche Verzögerung von den verschiedenen Plattformen und auch noch der Unterschied zwischen Elite Premium und normalen User und so, das sorgt einfach dafür, dass die neuen Maps wenig gespielt werden in meinen Augen. Aber ja, ich habe hier keine konkreten Daten, wie sie das sicher haben. Und darum ist es mal ihnen überlassen. Weiter geht's mit einer lustigen Ankündigung seitens Treyarch. Und zwar wird das Weekend, das heisst von morgen oben am 7. bis am Montag oben am 7. wird doppelte Erfahrungspunkte fürs Black Ops sein. Und das mag jetzt für einen oder anderen ein bisschen schräg tönen. Ich meine, wer spielt schon Black Ops und so?
werde es selber, glaube ich, in den nächsten Tagen das Teil auch wieder mal einwerfen. Nicht wegen der Doppel-XP, und das bringt mir eh nichts mehr. Aber einfach, es hat jetzt viele gegeben, die zwischendurch auch wieder eine Runde Black Ops gespielt haben. Und ich will jetzt nicht sagen, dass es besser ist als 10v3, das ist immer Geschmackssache. Ich denke, es gibt gute Sachen in beiden Games. Und ja, aber es hat einfach, keine Ahnung, gewisse Sachen, die man vielleicht ein bisschen mehr schätzt. Und ich finde einfach nur schon, dort wieder mal ein geiles Gameplay herlegen und euch mal zeigen, was eben mit dem Theatermodus möglich wäre, wenn MW3 auch den von Black Ops hat und so. Vielleicht gibt es da so etwas. Anyway, darum, für die noch nicht in erste Prestige sind in Black Ops, die sollen das nutzen in meinen Augen und sich den noch holen, weil dann gibt es ein gratis Prestige-Token im MW3 für das. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Die anderen, keine Ahnung, vielleicht, ja, probiert es wieder mal aus. Und es wird noch in Erinnerung gerufen, dass Black Ops eben irgendwie schon geil war. Und immer noch easy ist. Das ist mal zu dem. Und er hat schon ein paar von euch gegeben, die gesagt haben, ich soll doch mal etwas über ACTA machen. Oder SOPA. Ich habe das ein bisschen mitverfolgt, weil es mich generell interessiert. Das ist auch ein wichtiges Thema. Ich hoffe, dass auch die meisten von euch ACTA etwas sagt. Und sonst zieht euch mal das Video rein, das ich hier unter der Beschreibung drin habe. Das ist von Anonymous gemacht, die Hackergruppe, die auch ein bisschen für Recht und Ordnung sorgt. Sie sind eigentlich ganz geile Sachen, finde ich. Und zieht euch das rein, das erklärt wunderbar, was das Problem ist. Es geht eigentlich darum, dass, wenn das durchgesetzt wird werden, wäre eigentlich Meinungsfreiheit und der Informationsaustausch im Internet dermaßen eingeschränkt, dass man eigentlich fast, keine Ahnung, das Gefühl hat, man lebt wieder in einer anderen Zeit oder so. Ja, in Frankreich und in Amerika ist das zum Teil schon ein bisschen so und das wäre eigentlich ein Albtraum, wenn das passieren würde. Darum zieht euch mal rein. Es sollte jeder von euch interessieren, der auch nur zwischendurch YouTube-Videos schaut oder im Internet rumzieht. Und wenn ihr dann auch etwas aktiv unternehmen wollt, ist, glaube ich, am Weekend, Samstag, so eine Demonstration. Da war etwas in 20 Minuten heute. Ich tue sonst auch den Link schnell rein. Keine Ahnung, also ich gehe wegen dem nicht extra auf Zürich, weil ich eh nicht glaube, dass es durchkommt. Aber wenn es mal eine Petition oder so irgendjemand zu unterschreiben gibt, tue ich dort auf jeden Fall immer schnell meine E-Mail-Adresse her und das so unterstützen. Ja. Und sollte es dann irgendwie zunehmen und sich irgendwie ein richtiges Drama anfangen abzeichnen und dann kann man das sicher noch ein bisschen auf die Strasse. Aber ich finde es sehr gut, dass sie es machen. Es sorgt für Präsenz und sorgt auch dafür, dass Leute, die vielleicht noch nicht so mit diesem Thema beschäftigt haben, auch ein bisschen in Berührung kommen. Darum ist es eine gute Sache. Aber nichts für mich. Ich bin am Chillen am Samstag. Ja, das wäre es eigentlich gewesen zu diesen Hauptthemen. In letzter Zeit hat es auch wieder einige Booster, die angetroffen werden. Es ist natürlich so, durch das, dass sich Crown Crew auch konstant vergrössert, gibt es natürlich auch immer mehr Infos, die primär bei mir zusammenlaufen, über Booster und so. Und ja, es ist erstaunlich. Infected scheint das neue Booster-Paradies zu sein. Hey, leckt mir, was ich durch Moabs und so gesehen habe, wo dort irgendwie halt hergekämmt und schon fast ein bisschen hergeboostet wurden. Ja, ja. Aber jedem das seine. Zwischendurch gibt es eh wieder ein bisschen Videos von diesen Spästeli, weil sie dann gerade zu fest ausdicken. Das letzte Mal haben wir mit einem gezockt und ich habe mir dann dem sein Profil auf Elite reingezogen und habe dann gesehen, dass der sich 99 Tage Doppel-XP hat. Und da habe ich auch müssen sagen, in Amerika hat man ja irgendwie so Getränke, Mountain Dew oder so können kaufen und hat dann auch 10 Minuten Doppel-XP bekommen oder irgend so ein Gespässchen. Und vielleicht hat der Typ sich tonnenweise von dem einfliegen, aber ich glaube eher, dass er den Prestige-Token-Glitch bis zum Abwinken gemacht hat. Aber für so eine lange Zeit Doppel-XP bist du recht lang am Klickern gewesen. Und dann muss ich einfach sagen, ja, nein, das ist der Dümmste. Vor allem der wird so schnell Prestige 10 sein, das wird sich für den gar nicht lohnen. Ja, ja, das sind so die lustigen Anekdoten, die ich hier noch schnell bringen wollte. Wie im letzten Video angetönt, ich werde jetzt in nächster Zeit auch ein bisschen Darkness zocken. Und ja, ganz ehrlich, schaut, wenn es nicht zu fest anschießt, das Zeug zu sehen oder so, dann
klickt es gar nicht an. Ich bin eh nicht enttäuscht, wenn irgendwie die Views bei diesem Let's Play nicht so hoch sind. Aber wenn das Interesse wirklich minim ist, dann lohne ich es auch wieder sein, weil klar, ihr seid das Publikum, ihr bestimmt, was gezeigt wird und ich tue mich da auch gerne danach richten. Aber wenn ich sowieso zocke, kann ich auch ein bisschen texten dazu. Darum, ja, zieht euch rein, schön zusammen.